Yo, da bin ich wieder, Leute. Hallo. Oh mein Gott, wie geht's euch heute, Leute? Oh mein Gott. Ich grüße meinen Vater. Wo bin ich gelandet? Was ist das? Kawaii sein. Wow. Jetzt noch Japanisch lernen, ja. Ohayo minasan. Daijoubu? Tasukete minasan. Ich hatte irgendein TikTok, was ich nachmachen wollte, aber das war nicht das. Das war irgendwas mit... Ah, hier. Goodbye. Michael Held. Alles Gute nachträglich zum 6-7-Tag, Leute. Woo! 6-7. Habt ihr alle fleißig um 18:07 Uhr 6-7 gemacht? Oder wart ihr beim luxemburgischen 6-7-Treff, wo richtig wenig Leute dabei waren? Luxemburg 6-7 Day. Digga, das war so ein Riesending auf TikTok. Und, ey, also es ist schon krass, wie viele dann doch da waren. Aber auf TikTok war das so big und in Real Life war fast keiner da. Hey Hugo, ich weiß nicht, ob du das geil findest, aber hab da mal eine Frage. Bist du bei der Wette dabei? Wenn Argentinien Weltmeister wird, musst du für 3 Wochen Sellout-Stream machen noch dieses Jahr. Wenn sie es nicht werden, bekommst du von mir 100 Subs. Deal? Guck mal, das Problem ist, du könntest einfach irgendein Random sein, der donatet, der das reinschreibt und dann nie wiederkommt, so, weißt du? Und ich sag einfach ja, und wenn Argentinien dann Weltmeister wird, nee, mach ich nicht. 6-7, 6-7. Ach, ich wäre so gerne dabei gewesen, ne? Ich wäre so gerne dabei gewesen. Vielleicht hätte ich sogar EA-Stream gemacht. Och, scheiße. Das ist so verfickt peinlich. Bro, es ist nur peinlich, wenn man es peinlich macht. Ja, es ist schon sehr peinlich, Digga. Vor allem, da haben richtig viele so weißes Shirt und 6-7 drauf geschrieben. Jetzt haben wir ihn hier. Mbappe has been subbed off. Digga, habt ihr gesehen, was diese paraguayische Politikerin zu Mbappé gesagt hat? Digga, what the fuck? What the fuck, Bruder? Digga, ich such's raus. Aber wie Mbappé auch geantwortet hat, ist sehr geil. Ich hab nur das hier gerade. Auf jeden Fall hat die ihn rassistisch beleidigt, meinte irgendwie, er würde seitdem er Kind ist von Kokosnüssen trinken, wäre mit Schimpansen aufgewachsen und bla bla bla, Digga. Also wirklich geisteskrank. Und jetzt schreibt er, Madame Celeste Amarilla, ja. Aber ich muss das mal auf Deutsch übersetzen, dann klingt's krasser. Warte. Digga, der hat die wirklich geil gefickt. Sie sind eine verachtenswerte Frau und ihrer Position nicht würdig. Sie vertreten nicht Paraguay, jedes Land, das während des gesamten Wettbewerbs Leidenschaft und Ehre gezeigt hat. Durch ihre Rücksichtslosigkeit und ihren unverhohlenen Rassismus hat die ganze Welt bereits den Weg und die historische Leistung vergessen, die ihre Spieler bei dieser Weltmeisterschaft verbracht haben. Stattdessen steht nun eine inkompetente Frau im Mittelpunkt, die ihrem Land das denkbar schlechteste Bild verleiht. Ich werde niemals zulassen, dass Menschen wie sie die Freiheit haben, ihren Hass und ihren Rassismus in die Welt zu verbreiten. Wow. El Diktator hat gesprochen. Wow. Und deswegen ist er mein neuer Goat. So, und was ich auch noch auf Twitter die ganze Zeit like, ist das hier. Warte. Kennt ihr die Lore-Chat? Nein? Okay, ich erkläre kurz. Also, ihr kennt ja alle Hatsune Miku? Ihr kennt Hatsune Miku. Japan hat gegen Brasilien gespielt und es gab mal ein Meme 2025, da ist diese brasilianische Hatsune Miku gepoppt, im Trend gewesen. Und 2 Jahre später haben die jetzt gegeneinander gespielt und der das Spiel gewonnen hat mäßig das Sorgerecht bekommen für Miku. Brasilien hat gewonnen und deswegen ist die brasilianische Miku jetzt gewonnen. Aber Brasilien wurde jetzt gefickt von Norwegen und jetzt gibt es eine norwegische Miku. Und warte, gegen wen spielt Norwegen als nächstes? Weiß ich gar nicht. Oh, stimmt, gegen England. Vielleicht ist die nächste Miku England oder bleibt Norwegen. Mal gucken. Und Elias, hör auf die ganze Zeit reinzuspammen, dass Portugal raus ist. Portugal ist vielleicht raus, aber Ronaldo, der war mal drin. Drin in einer 16-Jährigen. Googelt Ronaldo 16. Wir machen weiter. Also, was? Ich google jetzt Ronaldo 16, wie er gesagt hat. Kommt nix. War sogar so unsportlich. Ja, Digga, das war so peinlich. Oh mein Gott. Das war so peinlich. Digga, wisst ihr, was ich auch peinlich fand? Das ist auch unwürdiges Ende. Bruder Neymar. Hell nah, Bro.
Digga, der war auch low-key bisschen peinlich in dem Game. Bisschen peinlich war er. Muss man leider sagen. ich sehe immer die El Diktator Vlogs mit Rüdiger. Ich liebe die. Ich sehe die jedes Mal, Digga. Warte, gibt's die irgendwo? Ich weiß nicht, wer die postet, das ist das Ding. I'm heading to town to meet Don Carlo. Das ist das Ding. I'm heading to town. Warte, hier. Mr. Dictator, he is back. Your biggest opponent, the greatest talent of all time. What? No! Wasn't that fucking Lamine Yamal injured? Why did you let him to the fucking pitch, you stupid ice cup throwing machine? Okay, Rudiger. As you understand, we have a very important job to do. Get the car ready. Of course, my dictator. But I bought a new car and I wanted you to congratulate me first. Get the fucking car ready! Das ist die ganze Zeit so ein Scheiß. Wie kann das echt sein? Ja, das haben wir auch schon gesehen. Und jetzt am Papa Platte. Du hast mich damals nicht zu deinem WoW-Turnier eingeladen und jetzt lade ich dich nicht mehr zu meinem Geburtstag ein. Ich habe es versucht, mit Papa Platte zu klären. Ich habe ihm geschrieben, hey du kleine Junkie aus Berlin, lass uns doch mal reden, sonst fick ich dich. Er hat mich 3 Wochen lang ignoriert. Und was kam am Ende als Antwort? Ein Schwanz. Und jetzt mein Angebot an Papa Platte, die kleine Junkie aus Berlin. Entweder du entschuldigst dich bei mir oder ich mach dich zu meiner Bitch. Und jetzt habe ich den Entschluss gefasst. Ich werde keinen einzigen von euren Lieblingsstreamern noch übrig lassen. Ich weiß alles über euch Streamer und ich werde nicht mehr mein Maul halten. Ich bin mittlerweile an so einem Punkt angelangt, wo ich aufstehe, in den Spiegel schaue und ich Angst... Oh mein Gott, das ist so ein geiler Satz. Ich Angst vor mir selber habe und dann die TikTok-Kommentare dazu. Ich weiß nicht mal mehr, aber irgend so ein Bild, was todeslustig war. Ich weiß gar nicht mehr. Hat jemand das Bild? Ich weiß es nicht. Digga, kommt auch irgendwann dünner. Digga, Stefan von Seven White macht jetzt TikTok und ich krieg die auch die ganze Zeit auf meiner For You-Page. Dieses Jahr wieder. Ja, es sieht leider doch wieder gut aus, dass ich da hingehe, Chat. Wir müssen Streamer-WG nämlich so schieben, dass am 8.8. das eh schon vorbei ist, weil Norax irgendwie nicht kann oder sowas. Mal gucken. Aber, also, apropos Streamer-WG, wir haben jetzt, also ich habe jetzt schaut uns meine Mutter. Meine Mutter hat eine richtig geile Villa gefunden. Die muss nur noch gebucht werden. Aber das Ding ist, man muss halt anfragen, anstatt die direkt zu buchen. Und jetzt habe ich Angst, dass es doch nichts wird. Aber die Villa ist crazy. Also die ist... Wollt ihr die mal so low-key sehen oder wollt ihr euch überraschen lassen? Die ist wirklich krass geil und hat einen krass geilen Preis. Ich hoffe, wir kriegen die, Digga. Ey, Mali hat mir heute eine Sprachnotiz geschickt, Chat. Er ist so ein Mistkerl. Ich wach heute auf mit dieser Sprachnotiz von Mali. Ja, dann hat Papa Platte mir einfach Schwanz-Emoji. Ich habe es zuerst nicht verstanden, du bestrafst einen Spieler für ein Spiel, das noch nicht stattgefunden hat. Das ist nicht fair. Digga, stimmt das eigentlich, dass der irgendwie es geschafft hat, rote Karten zurückzunehmen? Stimmt das? Digga, was? Der hat jetzt auch, glaube ich, das, wie viel hat er gespielt? 4-1 oder 3-1 gegen Belgien hat er jetzt angefechtet, Digga. Bro, kann nicht sein. Bro ist Kreativmodus, Digga. Ich schwöre, das geht nicht. Der muss mal wieder Survival-Mode gehen, Digga. Das ist unfair. Admin-Abuse, ich schwöre, das ist Admin-Abuse. Also ich bin besserer Admin von Hugo SMP als er von Amerika, Digga. And welcome duelists to the live coverage of the 300th YCS here in Dortmund, and I'm joined by the one and only... Ist das real? Tim Geo, how are you doing, my friend? I'm fine. I'm very good. Perfect. So, you have been around the Yu-Gi-Oh community for ages. When did you start playing? I'm start 2002. Yes. Was labert er? 2002? Wie alt ist er? Was?
33? Warte mal. 33? Wie alt war er da? 24 minus 33? Ja, okay, 9. Ja, gut. Ja, ist okay, ist valid. It was a starter deck Kaiba, was the Legend of Blue Eyes White Dragon. Was my first booster pack. Oh wow, from the first booster pack. That's a heck of a pull. So what was your first deck that you were playing? My first deck. My first deck in German, Haufen. It's a pile deck. Krass, Digga. Trump statement. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But, and I don't believe he made the decision. I think it was a committee. Warum macht Friedrich Merz das nicht? Friedrich Merz! Mach doch mal! The decision. And they made the right decision because weil dann wären wir nämlich 8-1 von Frankreich gefickt worden. Number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players. You don't want to say... Old S und geht steif auf Handelbank der Sirto. Banal, anal, danke für 3 Tage. TikTok ist Banal, anal. Ja, nicht nur TikTok. Nicht nur TikTok tatsächlich. Also, ganz YouTube, ganz Twitch. Fast alle auf YouTube oder viele Teile von YouTubern oder YouTubern haben mich auch als Thumbnail, ne? Ja, er hat halt leider nicht Unrecht, so, ne? Also er ist halt wirklich überall. Guck mal, ist ein Casino-Slot drin, gehst du heute auch noch rein? Ey, Chat, wenn ihr sagt, wir gehen rein, dann gehen wir rein. Ey, ich richte mich nach euch. Und es ist wieder der falsche Link, Post-Chat. Bro, was trainiert er? Ich bin nicht so deep drin, dass ich weiß, was er trainiert. Er seine obere Brust oder was ist das? Fantasie. Er trainiert Fantasie. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das gemacht hat. Schulter eher. Macht man so Feuer im Wald. Digga, der kriegt das nie wieder weg, ne? Digga, er bleibt in Deutschland ist einfach dieser eine von Seven's Wild mit diesem scheiß Feuer und so. Krank. Checkst du, dass Banani den Flug gezeigt hat, mit der Challenge von A nach B zu kommen und Kanjuji jetzt einfach skippt und zum Ziel fliegt? Nein. Was? 3 Tage! 3 Tage! Geile Challenge! Geile Challenge, mein Achi. Geil, Bruder. Sehr geil. Ey, Banani, du kannst mir gerne auch mal Flüge ausgeben. Ich würde die Challenge durchziehen. Du kopierst den Kevin und er kopiert dir? Ja, das ist klar. Also, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, dass Marco 100 Sachen von mir schon geklaut hat. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Es ist eher ein Kompliment. Versteht ihr? Aber ja, also Marco hat locker 50 Videos geklaut. Locker. Mit Titel, mit Thumbnail. Du aber auch von ihm? Von Marco? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Das wüsste ich. Und das würde ich auch offen sagen. Ist mir scheißegal, ob ich bei irgendwem klaue. Hab ich aber nicht. Ich kann euch nur sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Nee, ich glaube, das war sogar Crackspy, der mir das gesagt hat. Aber ich hatte Lust. Ich bin durch Hamid Loco auf das hier jetzt gekommen. Weil er dieses Panini-Ding gemacht hat und ich habe mit Huye wie drüber geredet und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt Bock auf das. Aber die Idee war eh schon da.